Jetzt, als wir sind schon durchgegangen, dem ganzen Sipper Meise von dem Roman, können wir sich umkehren zu besonderen Momenten. Mein Kavone ist anzuzeichnen gewisse Richtlinien und auch gewisse Entwicklungen, sei in dem Sipper Meise, sei in den Mitteln, mit welchen der Schreiber benutzt sich. Heute lassen wir reden ein Wort wegen der Psychologie von beiden Helden. Es ist klar, dass Mendel hat nicht bedeutet zu vertiefen in seine Psychologie, aber im Vergleich mit Helden von früher, die Erzählungen seine, haben wir bei unseren beiden Benjamin und Sandel weniger Stereotyp und mehr Entwicklung von seiner Persönlichkeit in den Grenzen von einer Erzählung, was hat sich nicht gestellt für ein Ziel, das zu analysieren. Bei Sandel können wir sagen, als es entwickelt sich sein kritischer Husch. Wird ihm vorgestellt als einen, was hat im Ganzen nicht den eigenen Willen. Wir haben vorgelehnt eine Parodie von Mishnayis, wo es geht wegen Mevatel sein Rotzen und kriegen jenems Rotzen nicht, weil hofft, dass jemand wird Mevatel sein Rotzen für sein Rotzen, nur Poshet, weil tut geseder jenems Rotzen. Aber das beißt sich ein bisschen im Gang von der Erzählung und es trifft als Sandelus naiver Seichel Yoshir ist mit einmal, stellt sich mit einmal entgegen, gegen Binjamins Geseder, die Fantasie und Holen. Hat der Moschel, wenn Binjamin spart sich ein, als man muss gehen weiter, nicht geguckt auf alle Umstanden, unter der Mond zum wievielten Mal, dem Beispiel von Alexander Bogdan und von anderen Helden, was haben verbrennt hinter sich die Brücken, aber ihn nicht zurückzutreten. Und Sandel ruft sich auf so, weiß ich, hat Sandel gemacht mit der Schmeichel. Von meinetwegen haben sie alle gemerkt, Leben sitzen in der Heim, es wird auch sich besser und gleicher gewinn verrittlichen. Ach, Nadel, du, Alexander Mugdan, du hast in der Heim von Koltuv. Sitz, leb sich zufrieden und leb dir das Beichel. Zu was trägt dir noch Nadel in dir? Ja. Und ein bisschen weiter, in Kapitel 11, wenn Binjamin spart sich ein, als sie müssen durchaus sich schiefen über die Pjategnilivke. Also sie müssen sich schiefen über die Pjategnilivke, weil Azoi hat Tage getan, der erste Binjamin von Tudela, ist gefahren mit der Schiff über den Jam, passt als ein Joirisch Sultan dasselbe, ist dann, sagt Sandelu, oi Basoi hat Sandelu gemacht, ist schon Tage recht. Bei meiner Jüdischkeit Binjamin, nicht nur auf dem Teich, a viele, wenn der Binjamin wollt verzeiht in Gefahren reiten, die Kaffakotschede, wollt mit da nicht bedarf lang trachten und genommen, aufgesetzt sich und euch gefahren auf Fakotschede. Heißt es, als Sandel ist ausgewachsen, in kritischen Husch, von Mal zu Mal in der Fähigkeit, sich zu benutzen mit Humor und mit Sarkasm. Was ist Binjamins Evolution? Binjamin wird mutiger. Bamonib ist und wird vorgestellt, wie durchhäusiger Pachten. Im zweiten Kapitel, wie wir haben gesehen, wenn er zum ersten Mal in seinem Leben sich begegnet mit Apoir, und geprüft im Stellen der Frage, ist bald weggehalscht und hat ihn gebringt, der verhalscht und zurück heim, der eigene Poet hat ihn heimgebringt. Aber im 6. Kapitel, wenn sie wandern herum, zusammenschein mit Senderlen und begegnen wieder einmal der Poet und fragen ihn noch einmal wegen dem Weg in der Israel, ist schon Binjamin ganz dreist. Es ist von dem Schmuss mit dem Poet kommt gar nicht heraus, versteht sie nicht, sie verstehen ihn nicht, und der Poet beißt sich auf sie,
aber Binyamin wird nicht gespoilt, ist geworden mutiger. In Kapitel 11 ist Binyamin der, was will, darf gefahren über den Teich. Weil darf noch dann Binyamin von Tudela, aber tut es. Und auf dem Schiff redet mit Courage zum Ruderer, was fährt mit dem Schiff und was ist aber der Christ. Und der schreckt sich auch nicht von jenem unverstandenen Entfels. Und sein Courage, der gerecht sein Hochpunkt, hart fahren so von dem Roman. Sender und Binyamin sind über so die Soldaten und haben schon geprüft, einmal und laufen und haben sie zurückgehabt und jetzt stehen sie vor einer ganzen militärischen Kommission, Geselloffizieren und sie mögen sich schrecken, sie greifen sich da, sie zu bestrafen, vor dem Prüf zu entläufen. Aber Binyamin gefällt den Koyach zu halten für sie eine flammige Rede, was ist faktisch der Abschluss von dem Roman, und in der Rede redet wegen der Avle und wegen der Narrigkeit von der Kantonistenseite. Sagt zu sehr so, es ist ein bisschen eine längere Rede, gefällt mit der Wolle viele, die ersten zwei goyische Wörter, wie soll sich zu wenden zu den Offizieren. Wasche Blagorodie hat Binyamin ausgeschossen auf Akkol. Haben Menschen inmitten hellen Tag und verkaufen sie wie Hühner auf dem Markt, das leugnen. Und als Seine, ich will nicht zu leben, das ruft mir noch eine Schuld. Aber so ist doch da keine Hälfte der Welt. Und ich verstehe schon außer nicht, was heißt das so im Mägen und nicht Mägen. Aber, womit fragen dort keine Menschen, sollen sie sagen, wer ist schuldig? Steiger wie wohl gewinnt, als man so leicht hat, nirgends auf dem Weg und mit Gewalt reinstuppen in Sackeren. Nur wollt ihr Cholile schuldig gewinnen, wenn ihr wollt mit Amtskoyach von dem Sackeraus. Ich sage euch befehlig, das ist gewöhnlich, hat viele eine geneute Sache, eine Genererei. Schuldig sind nur die Jiden, mir die, was haben noch angerät. Wir sind nach Mäuser bei da. Sag, Sendel, sag, was stehst du da, Gagäulen? Geh raus mit dem Memes auf Gottes Barot. Nur on Meure und sag mit mir in einem. Wir sind nach Mäuser bei da, als von Taxisen willkommen, haben wir nicht gewusst, wir wissen nicht und wir wollen nicht wissen. Wir sind Baruch Hashem beweibte, haben den Sinnen etwas gar anders, und mit solchen Sachen können wir Lachluten sich nicht abgeben. Sie gehen uns auf viele gar nicht in den Kopf rein. Ein Mädel, was teugen wir euch? Mir dacht sich, als ihr bedarft allein wählen, unsere Potter zu wählen. Nun, es ist, Binyamins Argumentation ist öfter ein bisschen begrenzt. Warf die ganze Schuld auf die jüdische Chappis und nicht auf die zarische Macht, was hat dem schändlichen Kantonistengesetz herausgegeben und durchgeführt. Aber kann sein, als das ist nicht so in Binyamins Abgehittenkeit wie Mendel es allein. Jedenfalls, Binyamin hat gefunden, hat durchgemacht eine gewaltige Evolution, ja, von Pachten, was Chalisch, im Augenblick von einem einzigen Poier, friedlichen Poier, ist geworden, ein flammiger Redner, was kein warfen der Menschen in Pornen rein, und noch mehr sein mutig in Sendern, soll euch sein mutig, und warfen der Menschen in Pornen rein, ein ganzer Knuffje mit russischen Offizieren. Minastam ist die Befreiung vorgekommen, nicht ins Haus von Binyamins mutiger Rede, was die Offizieren haben aber nicht verstanden und was haben für sie geklungen, aber lächerlich. Befreit hat man sie Tage zu beiden schnelldicken und lächerlichen Äußern und zu dem, was ist gewinn klar und wahrscheinlich, als für kein Soldaten, weil sie kämen und nicht steigen. Aber fort ist Binyamin im letzten Kapitel ausgewachsen, mit der Kopf hecher, wie das, was ist gewinn beim Onib. Ein zweiter Moment, was ich will da anweisen vergleichen, wie zwei Eltern in dem Roman, ist, wie Mendel stellt uns vor, das Ausbauen hat Zadik Gestalt. Ja.
In all seine Erzählungen hat Mendele wie ein getreuer Maskil scharf attackiert die Erscheinung von die Einiglich, die Kräuven von chassidischen Tzadiken besprochen, was pflegen herumfahren über den Tchum Moishe, sich abstellen in städtlich oder bei Arendaren und ins Schuss von seiner Kräuverschaft mit dem Tzadik, sammeln Medoves und leben über so von Cheshben von dem armen Volk. Da weist uns ein bisschen, wie es kann auswachsen, a viele nicht bekieven, als am Tzadik Gestalt, weil der Boden ist gerät aufzunehmen, Glebenischen, was helfen die Parasiten, sich einbürgern im Leben. Ist lehne ich euch von Kapitel 6, Tage, wenn noch ein lang neusmateriellen Weg kommen beide an in der Piefke Kretschmi, und Sendel geht er weg via Getreide Balabos, ich habe es schon gesagt, Verhandlung wegen Balabatischkeit und wegen Wetschede, und auch wie soll beschließt Bekanntschaft mit dem Kretschmi. Der Arendar hat angeguckt Senderlein vom Kopf bis die Fies und hat von seinem ganzen Himmel herausgesehen, als dass es etwas nicht glatt als Aperschen wie andere, was vorhin gewöhnlich durch. Hat ihm abgesteckt, das Shalom Aleichem, und auf der Scheile, das Schmeichen, von wann ist Jid, hat Senderl geantwortet mit Mimes. Heißt Senderl, ist ein Stückel Eretz Israel Jid, und ist ein Meshamish Baret Binyamin, was liegt jetzt mit seinem Kovet oder in der Winkel. Der Arendar hat gemacht auf Rum Penemu, sich ein bisschen vertracht und gebeten Senderlen sitzen. Sehen wir, als viele nicht den ganzen Bekieven, stellt sich vor unsere zwei Reisende, was wären bislang, weiß euch Bettler, stellen sie sich vor wie feindere Bettler von dem Sort, halbe Tzadikim, Eretz Israel, Jiden, geistige Figuren, was da sich stützen. Noch schärfer kommt es heraus, wenn sie kommen in Glutsk. Und dort treffen sie sich an auf zwei Weiber, was seinen mamisch Prototypen von verfrühter Gläubigkeit, die ideale Korbonis für solche Nedovis-Gläuber. Tolzer und Treine, zwei gewisse alte Jidenes, koschere Neshomes, was pflegen wie etlichen ist bekannt, alle Tag, vernacht Schabes die Xochonton mit der Juppe, mit dem Sterntichel und herausgehen unter der Stadt begegnen Beschiechen, und sie sind das gewändig Glückliche in einfach Nacht zu begegnen auf jeder Seite Rogatke unsere Personen, beim Ankommen sehen von Teterivke in einer guten Show hereinzufinden sie in Glutsk. Bald Tage bei den meisten begegnet ist, haben schon die beiden Juppes sich bewusst ausding, wenn man Gott hat da beschert. Tolze mit Tränen haben verwundert sich angeguckt, eine die andere sich gesturchet. Nur Tränen, nur Tolze, haben sie sich geschuschket. Das Herz hat uns gesagt gleich, als da sind es nicht glatt kein Menschen. Tolze und Tränen haben sich geschmolzen in unsere Personen. Sie sind etwas wie jünger geworden. Es hat sie sich gefreut, das Herz, ebendig von der Messias. Sie haben geguckt, ob sie ihre Bescherte und sich alles gesturchet mit der Schmeichel. Nur Träne, nur Tolze. Tolze hat sie untergearbeitet Socken. Träne hat sie verlattet Hände, zugeneigt bändlich, und beide sind gewinn glücklich, überglücklich, akkurat wie kallerweise einmal in die jungen Jahren. Akkurat unsere Personen haben in Glutsk auf sich gefunden bewinnen. Als solche Leute wie sie, können taken nur ein Glutsk schätzen und verstehen sie ihr Teilen Wert. Von dem Allgemeinen bekommt sich derweil ein Bild von sehr scharfen, sehr bösen, sehr stechenden Kritikern. Aber das dosige Bild ist mehr angemessen auf Mendeles frühere Erzählungen wie auf Massoes Binyamin, wo dann herauskommen von Mal zu Mal
mit solche humoristisch-kritische Tirades, in welchen wir können euch erkennen, a Koimetzel von Liebschaft. In anderen Romanen später arbeiten sich euch aus solchen Momenten. Zum Beispiel in dem Windschwingerl ist da ein sehr schöner Paragraph wegen dem jüdischen Morgen. Erzählt dort, dass der jüdische Morgen ist eine sehr seltene Maschine, was bedarf nicht starken Speis, ein Jid lebt nicht von Essen, was es steht, geschrieben in Tillen, dein Teure liegt mir in ihn geweiht, und über so ist es, als ein jüdische Kischke fühlt sich an mit Teure, und als ein Jid dreht sich herum mit einem vollen Bauch mit Schasve Poskim, und darf nicht ankommen zu keiner Achille. Es ist ein zweiteiliger Paragraph. Von einer Seite ist da eine scharfe Kritik, wegen dem, als bei jedem sorgt man nicht genug für den materiellen Auskommen, ich mir selbst nicht als ein jüdischer Mensch so gut die nötige Erziehung, als soll kennen im Leben der Griechen, das, was jeder Mensch darf, der Griechen für sich, für seine Sprache, aber von der zweiten Seite ist da eine Liebschaft zu der Losigkeit übergetriebener Geistigkeit, von welcher Mendel allein ist ausgewachsen. Und also ist euch da in Masoes Binyamin mit einem langen Paragraph über der Bod, über der Liebschaft von den Jiden zu der Bod. Und das kommt heraus, Dafke in einem Moment, wenn die Bod ist gar schlechter Sinnen, weil durch der Bod haben die zwei Chapers hereingenaht, Binyamin und Senderlen dort im 12. Kapitel. Es ist gläubig gewesen ein Bod und zum Sof ist das gewesen, diese Heustag, der reinzugehen zu der medizinischen, militärischen Kommission, was sie gedacht betrachten und annehmen, wie sollen wir. Ist doch, bis sie gehen rein, wissen sie es nicht, und Mendelwitz lässt sich mit einem langen Paragraph wegen der Liebschaft von Aiden zu der Bod. Ob wir wissen, als Maskil und Bechlal und Mendel befragt, gemacht, auszudrehen von der Mikve und von der Bod und allemal nicht vergessen zu der Monnen, als dort ist ein stehendes Wasser, als dort ist ein epischer Gestank, als es schmutzig, als es angeworfen, als es was in der Kort, ist, versteht man, also das liegt im Hintergrund von dem dosigen Paragraph. Aber von der zweiten Seite wird dort so schön vorgestellt, die schabbesdicke Freude, was stammt von der Bod. Von einer Seite sagt Mendele, als die Bod ist der unbedingte Treffpunkt zwischen der Schabbes, was kommt von jener Welt, und Leiber, was darf sie aufnehmen auf der Welt. Das meint, versteht sich das Twillegehen von Weiber, was, das ist unbedingt nötig, das ist auch noch können vergehen in Tragen und haben Kinder. Ist die Bode über so der Durchgangspunkt von den Schabbes, was kommen rein in die Leiber und mit Mehle kommen sie rein in die Welt. Aber sie ist auch der Mocker von Schabbesdicker Freude, nur nach der Bod ist der jeden Sulu aufzunehmen, die Neshama Yisrael und aufzunehmen, der Moinik Shabbos. Ist es wieder einmal ein Fragment, wo es mischen sich die Kritik mit der Sort Liebschaft, mit der Sort Zugebundenheit zu derselben Erscheinungen von jüdischem Leben, was wir wohl gewollt reformieren. Und das ist etwas, was entwickelt sich später in Mendeles Prose, bis der geht mehr zu Apologie von der Erscheinungen von jüdischem Leben, wie zur Kritik in seinen späteren Erzählungen. Ich habe schon früher gemeint wegen Parodies und ich will zugeben wegen dem noch ein paar gute Beispiele. In Kapitel 5 ist da beim Sof von Kapitel ein Moment, wenn Binyamin, was weckt sich auf von etwas Beisgekommen seinem, hat sich herum mit der Kerl, was ist gelegen in der Kretschme im selben Winkel wie und kriegen die scharfen Stoß von dem Kerl, springt weg und beide
das Kelbel und Binyamin kehren lieber a größen Emmer mit Wasser, was ist dort gestanden, und werden beide ausgewegt in dem dosigen Wasser. Und Mendele gibt zu der Bemerkung, als ein Liedlmacher, wo bekannt singen, liebherzig und süße, in Winkel, in Luge nicht zerschellt geworden. Es ist interessant, als Mendel der Leute sich als Stieferei, mit der Räuben im tanachischen Text, das ist doch David Amelechs Elegie auf dem Teut von Schoel und Joelissen, Bamonik von Sefer Shmuel Beis, eine Hove, eine Yimim, Bechayemen und so weiter, die Beliebte und die Liebe, was in seinem Leben, in seinem Teut, haben sie sich nicht zerschellt, und da ist es wegen Binyamin mit der Kelbu, was haben geteilt im selben Geul, wenn sie sind gelegen in streuner Winkel, und sie haben sich bewegt in dem Wasser von dem übergekehrten Emir. Ein anderer Moment, aber bedeutender, ist in dem 12. Kapitel, Senderlen ist schwer auf dem Herzen, euch, weil wir die Besen kommen, was ist an meinem Ansog, von dem, was wird sie treffen mit den Chappis. Und beim Aufstand von dem dosigen schweren Kolben nimmt sich so ein Tillen. Sagt Tillen auf Nameloschen, wie es passt für einen größten Menschen, was kein Tillen auf Loschen Koidisch. Aber was sagt, ist Mendelis eine Übersetzung von einem Kapitel Tillen, was hebt sich an mit den Wörtern, wo stehst der Gott von Weiten, verborgst sich in schlechte Zeiten. Das ist etwas anderes wie Parodie in der Emerson. Es hat etwas Beschützliches, aber das ist Mendelis Liebschaft zu einer ganzen Reihe tanachischen und liturgischen Texten, was hat ihn geführt, überzusetzen, überzuteitschen, nicht winzig von dem dosigen Material, in besondere Gesängen und euch hereinzubringen in verschiedene Bücher, seien euch in die Klatsche, an solchen Momenten von Gesangen, was ihr übergesetzt und gegramt. Zurückgehend zu der eigentlichen Parodie, der Kritiker Meir Wiener streicht unter, als euch in die Rede, euch in der Sprache, ist da in gewissen Stellen bei Mendelen eine Parodie von dem Loschen von seinen Helden. Speziell, wenn es reden die Luftmenschen und die Batlonen, das ist jener Luftmenschen, was hat im ersten Kapitel schon ausgerechnet seine moderne Parnassus und wie er kommt aus im Leben, oder das sind die Batlonen, was schmussen wegen Politik in Tetrif gekläust. Bei sie allen ist da eine Sprache, was ist übergeladen mit idiomatischen Ausdrücken, mit Überhaserungen und mit solchen Wörtern, was man darf sie nicht stoppen in der Emerson, aber sie dienen wie ein Anspar oder wie ein Opruf inmitten der Rede. Und Wiener sagt, dass das ist Parodie der Fall, weil durch den will Mendele ausdrücken, als guckt auf jene Elementen, wie abgelebte und schon unberechtigte in dem Leben. Nun, das ist ein Guckwinkel von einem marxistischen Kritiker wie Meir Wiener, aber nicht rechnend sich mit seiner Interpretation, ist ein Fakt, als die Sprache von Mendeles Helden euch, wenn wir hören die Glubsker Gas, wie sie wertelt sich und wie sie schmust, eine mit der anderen, die Jentes, die Markenwirns, die Verkäufers und so weiter, hören wir von sehr löschen, was ist nicht ein Proof überzugeben getreide Volkssprache, nur eine Parodie von der Volkssprache. Ich will sich aufstellen auf Mendeles satirisches Mittel, wenn beschreibt, sei Tetrif, sei Glubsk, benutzen sich mit Guckwinkel, was wir können rufen, ein dreußendig Guckwinkel. Also wie Binyamin ist doch ein Reisender und folgt gläubig über exotische Mekoimes
Wir wissen, dass das ist alles in der Zwiebel von seinem Gebäude steht, aber die Erzählung stellt es vor, und Binyamin in seinen eigenen Augen sieht das, wie ein mutiger, ein beherzter Gang über wilde und exotische Mekoimes, was sie gedeiht zu beschreiben. Mendel macht den Monstrum gesagt, ich habe schon gesagt, dass zitiert ganze Stücke von Binyamins gläubigste Reiseeindrücken und der dosige Genre von Reiseeindrücken, der läuft, sich zu benutzen mit der dröseligen Guckwinkel. Also ich sehe der Fremde, was es tut sich in Mekoimes, was kennt sie nicht, und zwischen Menschen, was weiß nicht, seine Fühlungen. Der Guckwinkel ist dröselig, auf zwei Fällen. Eins über den, was Hovitzter gesagt, sie ist ein Fremder, was kommt in unbekannte Mekoimes und zwischen unbekannten Menschen. Ist auch dröselig, weil der Eufen vorzustellen, stellt sich auch nur auf den Äußeren, auf dem, was wir können mit den Augen bemerken, und sagt sich auch von Interpretations, und durch dem schafft sich ein komischer Effekt. Ihm seht, Beuleter, zwischen die Schures, die Erscheinungen, was man gewollt kritikieren, durch einen dröseligen, doppeldröseligen Guck. Die Form von die dosige dröselige Schilderungen ist entliehen bei den Meisebüchern, bei jenen Meisebüchern, was beschreiben fantastische oder halbfantastische Messias über verworfene Mekoimes. Der Geist ist ähnlich zu Montesquieus persischer Brief. Und wir können dort zitieren etliche interessante Beispiele. Le Moschel wegen Tetrifke. Mendel geht übergläubig dem Text von Binyamins Reiseeindrücken. In Tetrifke, sagt Binyamin, ist da eine große Kehille Jiden, sollen sich fruchtbaren Mäden. Wer sie sehnen, was für eine Menschen sie sehnen, und von wann sie haben sich genommen, das fragt sie bekehren, wissen sie allein nicht. Sie haben nur bei Kabole von Tates, Seides und älter Seides, als sie wachsen von Jiden. Und wie es seht euch von Atel seher Minhogim, von seher Albosche, von seher Loschen und von seher Handel und Leume, sind sie ab einem Tag mechuyev zu sein Jiden. Nur zu Neufgelaufene, abgewissene von verschiedenen Schwotten, wurden einer dem anderen geehrt sich gemacht nicht an. Bloß als Steiger einer fallen, wird der andere ihm nicht aufheben, Chotscher soll so eine ziehende Kapore werden, die bis eine Schule einem Dorf Ort. Zwischen sie ist da ein Teil, was verstehen sich sehr gut auf Maniforge löschen. Maniforge ist Maniforgissimus, das heißt Mani loschen, Forge zigeunerisch. Maniforge Jiden kennen Chochmes Hayat, gucken jenem in der Hand herein und ziehen gewöhnlich davon ihre Parnosse. Dazu noch kennen sie andere Meloches. Lempelmachers und Tokis sind sie Tage eine in der Welt. Chidischen Gor muss man sich, wie sie machen einmal jenem ein Lempel und tocken ob Sachen etwas gorsche Leuke derich Atevi. Euch haben sie ja Matone von seinem lieben Namen, ob zu sagen einmal Apismen und darf gestill red, mit der selchen Minute Nues, a Strähnen stellen sich durch den in die Augen, und sie nehmen damit bei jenem Poshet zu des Chais. Man sagt Jakob, als sie stammen von der Erde Fraf, von der Gese Kaftoirim. In diesem Fragment ist noch da ein dritter Faktor von Dreusendigkeit, und das ist, was der einzige Lehner bleibt ein bisschen in Dreusen von dem Vokabular, was Mendel benutzt, und der Fall ist gut zu wissen, als man in Folge meint, etwas ein krummer Gang, ein Manövre, ein behalten Vorteil, der jenem abzunahmen oder zu verdrehen, als Chochmes Hayat meint Takelene jenem Sgoyim in der Hand, aber es hat euch zu tun mit Gneve, als Machna Lempel meint euch jenem Unterhaken an euch, als ob sogen Apismen können meinen Massen jenem für die Autoritäten,
und noch solche Termine, was machen von dem letzten Paragraph, also behaltene satirische Beschuldigung, als Tetrifker Jiden werden beendest von unkoschere und unordentliche Gang. Der literarische Mittel von dem dreußendigen Guckwinkel wird man jetzt noch beobachtet, wenn es kommt zu Glubsk. Mendele tracht euch eine Legende, als Glubske Jiden so stammen von Indien, als das sind jene Schleichen, was Schleimer Melech hat geschickt, kein Eufel bringen Gold, und als von dort, von Indien, haben sie sich zurückgekehrt mit Schiefen und gleich reingeschwommen in der Petegnilowke und sich besetzt auf viele Prägen, und von dem ist aufgekommen die Stadt Glubsk. Und Binyamin sieht Kennzeichens von dem indischen Aufstand, von der Stadt, sei in ihrer Architektur, sei in dem Gang von ihrer Kehille-Institutions, wo zum Beispiel der Viertisch kein Geschbäum ist, und das soll sein ein Überbleib von der morgen primitive Umständen in Indien, und sei von der Kastensystem, was herrscht noch als in Glubsk, also wie einmal in Indien, und schildert das auf einen weiteren Läufen. Zwischen sie sieht man noch Adayim, als solchen Minhogim, was kommen heraus von den Heiden, zwischen welchen sie haben in friedlichen Zeiten sich aufgehalten. Der Ksav und Chochmes HaCheshbon ist dort nicht schechiach, also als alle in Yoni Kehille und alle Chevres dort werden geführt ohne Bücher, und die Führer geben keinen starken Cheshbon. Die Kittes, die Menschen, teilen sich durch euch in verschiedene Kittes, wie einmal bei den Indianern, wie ein Stege, die Kitte Chatlapir, samt der Zinnes, was gewählt kann wie Adrome. Die Kitte Blatthalte ist als Chitnikes, was halten Stahl und Eisen, kriegen und schlagen sich für die Chatlapir mit dem Zäuner und nehmen der Farbase gewisse Jalovanjes und umsist Fleisch. Die Kitte Wachlaklake, a Ruf für der Verglitsch, und was allein drehen sie sich heraus, glatt wie ein Verteller. Die dosige Leute zerfallen auf Kornelius-Sorge, weltliche Menschen, was haben zu sagen in Unioni Amische, und auf Zwuyakani, Klekoidisch, was haben zu sagen in Unioni Hoemuno. Die Kitte Glupot, Russo, Besiasiko, Kapzani, der Prosterole mit Euler, was ist stark nicht mehr die alle übrige Kittes und bekommt versehen das manjährige Kadoches. Ist Binyamin erzählt mit Namen, komischen Namen, was Mendele hat extra zugetragen, wegen 4 Sorten. Ich habe Lapper, das meinten die Baletaxe, die reiche Jiden, was haben zugetragen, Mittel zu verhaben, das ganze Hohenguts. Noch sei die Blatthalter, das heißt, sei der Reushelfers, was genießen von gewissen Teufels, durch den, was sie helfen, sie anhalten die Macht in der Kehille. Und dennoch ist da die Zwujakis, das heißt die Hypokriten, was führen durch verschiedene krumme Geschäften, sei in zivilen Leben durch Bankrottieren, durch falsche Ansetzungen, und sei in religiösen Leben durch verschiedene Sorten von Narrerei, und beim Sof bleiben die Neber, die Besiasiker, die was haben auf viele nicht kein Zungenmäul, und sie sind die Kapzonen, und sie sind wie die Schätzen, was die anderen vielen sie fördern aus. Und eine dritte Sache ist noch da von Indien in Glubsk, und das ist eine gefundene Matbeje. Die meisten mit der gefundenen Matbeje ist sehr komisch, weil Mendele erzählt, dass wir können schon stellen, die abgeriebene Äußers auf der Matbeje, und erfahren sind da verschiedene Peruschen, was Gelehrte geben wegen ihr, und als sie so euch fort bestätigen dem indischen Aufstand von der Glubsker Kehille, ob nachfolgend die Diskussion zwischen den Gelehrten wegen dem Batard von dem halb abgeriebenen Aufschrift auf der Matbeje,
bringt uns Mendele eine Karikatur nicht schon von dem alten, traditionellen Kehilles-Seder und nicht von den Titeln von dem traditionellen, abgelebten jüdischen Steiger, nur darf eine Karikatur von den modernen Wissenschaftlern, von den Maskilen, was haben verbieten, die Praktik von Jüdischkeit mit Eruditie, mit Studieren, Geschichte, Archäologie, alte Dokumenten, Paläographie und noch solche Spezialitäten von der modernen Wissenschaft. Und mit dem sind sie jetzt für Jüdischkeit. Mendele ist sehr kritisch auch zu dem Zugang zur Jüdischkeit. Ist daher Maskel und gerade Alter von kennen gründlich nicht nur die jüdische verewigte Texten, nur auch, was es hat zu tun mit jüdischer Geschichte, aber in derselben Zeit gefällt ihm im Ganzen nicht eine Jüdischkeit, was hat sich durchaus herübergetragen auf ein Gebiet von kapdonislicher und einmal kleinlicher Forschung. Es war eine Anekdote, als Mendel ist beigewesen auf eine Lektie, wo Achad Ha'am, der bewusste politische und aktionistische Denker, eine Lektie, wo Achad Ha'am hat herausgebracht zum ersten Mal seine Gedanken wegen Moshe Rabbeinu. Dennoch ist das geworden ein Essay, was dort gedruckt hat, unter dem Titel Moshe. Ist in Odessa, in einem bekannten Saal, ist Mendel beigewesen auf Hadams Lektie wegen Moshe. Und nach der Lektie soll Mendel haben gesagt, jetzt ist mir verantwortlich geworden, ein Posek von der Teure, was sagt wegen Moshe Rabbeinu, lo yodo ish kfurosoi. Keiner hat nicht gewusst, wo Moshe ist begraben. Jetzt der Beisach ist begraben da in dem Saal in Odessa, wo Achad Ha'am hat gehalten seine Lektie. Das drückt uns Mendeles Zugang euch zu moderner, maskilischer Wissenschaft und das erklärt uns sein Ablachen von der gefundenen Matbeie in Globsk. Besachakl. Masos Binyamin Ashlishi ist ein Übergangsroman in Mendeles schreiberischen Weg. Es enthält in sich sehr die Sache von seinem alten satirischen Impet und der vierte Tag zu einer künstlichen Eich. Und in derselben Zeit sieht man in ihm den Breisches von einer Autokritik über gewisse Aspekte von der Askole und dem Monet von einer mehr künstlerischen und humoristischen Öfen zu behandeln, die kritikierte Aspekte vom jüdischen Leben.